Ja, jetzt sind wir endlich da. Ich habe gehört, da gibt es einen Punkt, kann man 6 Klöster sehen. Was? 6 Klöster? Ja. Das schauen wir uns ja an. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ah, schau da, da geht's rauf. Ah ja? Großer Treppen ist nimmer weit. Der Blick oben, Wasser frei. Da müsst ihr auch nicht immer. Schau mal. Grüß euch. Grüß euch! Was macht ihr denn jetzt da? Ja, wir haben einen Projektmarathon das Wochenende herum. So. Gehabt. Ja. Von dem, was das auftragen wird. Ja, das war ganz was Besonderes. Ja, wir sind ganz herum am Mupfenkugel und wie wir eigentlich dazu, oder wer eigentlich die Idee gehabt hat, naja, wie soll man sagen, das hat eigentlich der Alarmwacher gehabt. Der Alarmwacher kann uns vielleicht, da ist er, ja. Vielleicht kann er jetzt nicht erzählen, wie er jetzt auf das Thema eigentlich gekommen ist, dass er uns das. Stimmt zu mir. Erzähl uns was, wie seid ihr jetzt bei der Gemeinde auf die Idee gekommen, dass wir als Landjugend da oben das Projekt machen haben dürfen? Den Weg auf den Gipfel von der Asphaltstraße weg, den Weg auf den Gipfel hinauf, den gibt es schon lange. Aber der Weg war durch Windwürfe und durch die Witterungseinflüsse und so weiter schon ziemlich ramponiert und zerstört. Und der hat überholt werden müssen, general überarbeitet werden müssen. Denn die bestehende Trasse war nicht mehr da, Bäume sind drinnen liegen und so weiter. Und da ist die Idee gekommen, ihr habt das an die Gemeinde ausgeschickt, dass ihr ein Projektmarathon macht. Und da ist mir die Idee gekommen, ob wir das nicht mit unserer tüchtigen Landjugend machen könnten, dass die den Weg da in Angriff nimmt, dass da Stufen eingebaut werden, dass der Weg geschottert wird und so weiter. Das war eigentlich der Ursprung und so sind wir zusammengekommen. Ja? Habe ich mir das erst an dich genannt, oder? Ich glaube, wir zwei haben das erste Mal dann telefoniert miteinander. Ja? Passt, danke, ja. Dankeschön, Herr Ammann. Schickst du mich schon wieder vor? Ja. Das Schauspielcasting ist vorbei, Wolfgang, danke. Das Schauspielcasting ist vorbei. Ja, was ist Aber die Wanderer könnte sagen, du willst jetzt wissen, wie das abgelaufen ist. Du bist jetzt, bist schon gegangen jetzt auf den Ja, neuen wir sind- Schul. Ja, wir sind gerade aufgegeben. Das war ja schön, was ist überhaupt so ein Projektmarathon? Ja, das ist ein Projekt von der Landjugend und das kann man jedes Jahr einmal im Jahr mitmachen, wo man eben ein Projekt in der Gemeinde umsetzt. Aber es sieht da schon, unter unseren Gästen ist auch noch eine ganz bekannte Person von der Landjugend, der Herr Karl-Hof-Ecker, und der kann uns das nur viel besser erklären, was genau ein Projektmarathon ist. Ja, ja. Gut, ja, grüß euch. Ihr möchtet das wissen? Ja. Genau, der hat das abgelaufen. Ja, das ist eigentlich schon so 10, 11 Jahre gibt es das in Niederösterreich schon, dass die Landjugend da innerhalb von 42 Stunden am Wochenende so ein Projekt durchführt, dem es vorher überhaupt keine Ahnung haben. Wir kommen am Freitag da ein schönes Briefing überreicht, da steht dann drinnen, was zu tun ist, das ist eine die Nuttenkugel. Und in dieser kurzen Zeit müssen sie das Projekt ausarbeiten. Das ist natürlich ganz schön viel zu tun und natürlich dann Material besorgen und arbeiten und gehen wir Tag und Nacht durch in 42 Stunden und dann am letzten Tag, also heute am Sonntag, wird präsentiert. Ja, also in Niederösterreich laufen da gleichzeitig laufen um die 60 solche Projekte und wir in unserem Bezirk, muss ich dazu sagen, das sind wir sehr, sehr tüchtig, weil unsere Landjugend die letzten 10, 11 Jahre schon wahnsinnig viele Projekte durchgeführt hat. Ja, und heuer das erste Mal die Bezirkslandjugend, das heißt, man sie mit dem sprechen. Und die Bezirkslandjugend, oder dieses große Projekt dann aufgenommen hat und ich glaube auch nicht super fertig steht. Dann müssen wir genau. Dann müssen wir das mal wieder aufgeben, oder? Vielleicht werden wir erklären, ob das überhaupt Klöstertreppe heißt. Das war das soll man unten schon denken, warum das ist so. Ja, das ist ja, den Namen gibt es ja erst seit gestern. Ja. So. Und Christoph sagt, Naja, wie soll man sagen, von da oben, wenn man weggeht, viel Glück hat und dann kurz Auge, sieht man wirklich 6 Klöster.
Ich kann euch die ersten 3 aufzählen. Was man sicher sieht, das ist Lilienfeld, Möck. Aha. Haben wir erst 3 und die anderen 3? Ja, und da kommt dann noch dazu Kultur. Wenn man einen Klick hat, sieht man es. Dann, wenn man ganz viel Klick hat, den Stephansdom. Und wenn man nur viel mehr Klick hat, St. Florian in Oberösterreich. Siehst du mal, du bist auf Oberösterreich, siehst du da? Ja, das ist wirklich. Und darum haben wir auch ein Schild gemacht mit Klick 6 Klöster im Klick. Ah ja. Und es heißt ja Klöstertreppe, gell? Und die Klöster kommen eben, glaube ich, aus den Klöster sind. Und die Treppe haben wir dann ausgewählt, weil wir ein paar Stufen eingebaut haben, dass eine ältere Leute leichter aufgehen können. Sechs über die. Ja, der kleinste ist der Schneiderleiter. Naja, schauen wir mal auf, oder? Ja, aber so ist er schon festgestellt. Na, schauen wir uns die Welten an. Genau.